Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und ich habe gemerkt, es war vielleicht doch etwas zu viel des Guten. Und ich schalte es jetzt mal auf 30 hoch. Ich höre das halt aber wie Sau, echt mal ohne Witz, ich höre das wie Sau auf meine Kopfhörer. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal auf 35, dann dürften ihr die Musik auch besser hören können. Okay, wir sind hier durch die Kanalisation auf dem Friedhof gelandet, und zwar auf dem Eisenbahnfriedhof. Da holen wir uns erstmal einen Heiltrank. Und wie die Tifa schon gesagt hat, durch die erleuchtete Züge dürften wir durchkommen. Da ist auch noch ein Heiltrank drin gewesen. Das finde ich auch nicht verkehrt. Und in der letzten Episode, da ich zum Schluss wirklich dringend das Speicherstell gebraucht habe, habe ich mal R3 und L3 zusammengedrückt, sodass man hier keinerlei Zufallskämpfe hat. Ach, das fand ich ein sehr cooles Gimmick, was die PlayStation 4 Version von dem Ganzen bietet, wenn man wirklich die Schnauze voll hat und braucht ganz dringend wirklich, braucht ganz dringend mal Speicherstell, kann man das machen, aber ich schalte es ab. Weil Final Fantasy VII ohne Zufallskämpfer, das wäre einfach nicht richtig. Ja, in der letzten Episode haben wir die Materie Raub gekriegt und die wollen wir mal ausprobieren. Wir haben eine Geisterhand gestohlen. Okay, der macht sich unsichtbar. Probieren Raub jetzt mal bei den Glühen und greifen aber trotzdem Geist A an. Konnte nichts stehlen. Okay, die verschwinden immer und machen sich nach jedem Treffer unsichtbar. Dann attackieren wir doch so lang denn, bis der Geist wieder auftaucht. Rohr. Typisch beim Geist, dass man Rohrangriff macht. Und der heilt sich dadurch. Herrlich, ich liebe diese Kampfmusik. Ich glaube, das ist auch unter der Final Fantasy Melodie mit Abstand die beste. Jedes Final Fantasy hat ja unterschiedliche Kampfmusik, aber ich finde definitiv die Kampfmusik vom Sievener am besten. Wir haben was kriegt, und zwar wenn man Geisterhand kriegt, absorbiert MP des Gegners, das finde ich ziemlich cool. Und einen Graviball, Demi-Zauber. Was das bedeutet, werden wir noch rausfinden im nächsten Kampf, weil das Kampfobjekte sind. So, da können wir hochklettern. Und da können wir auch wieder runter. Und hier, das ist da innen drin im Zug. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen auch die Ebene nutzen. Na? Normalerweise müsste das doch machbar sein. Aber wenn ich da schon dabei bin, machen wir jetzt einmal gleich Heilung auf alle. Dann sind wir wenigstens wieder alle aufgepowert. So, wie war dann das Trank? Dann konnte ich auch so schnappen. Okay, dann können wir hier. Und dort ins nächste Gebiet geht nicht. Ich muss das alles noch wieder rausfinden, mit der Ebene hier zu arbeiten. Bei den frühen 3D-Werke ist das definitiv nichts Einfaches. Da weiß man also nicht, wie die Darstellung gemeint ist. Und da kann ich jetzt leider auch nicht runter. Hier geht's auch nicht. Ich bin mal wieder etwas ratlos, muss ich gestehen. Wie machen wir das? Da kommen wir auf jeden Fall hier, aber da können wir nur hier rüber. Darüber können wir 8 gehen. Und das bringt uns mal wieder einen Zufallskampf. Gegen 2 den Glühen. Aber die sollten als Gegner sehr viel schneller machbar sein. Gut. Ich finde, das sollten wir keine Limit-Attacke verschwenden. Und wir haben Äther gestohlen. Sehr gut. Da wir ja auch 2 Äther verkaufen mussten beim Markt von Sektor 6, finde ich das gar nicht nur so schlecht, dass wir uns hier nochmal Äther besorgen können, ohne die teuer nachkaufen zu müssen. Weil die kosten echte Schweinegeld und man kann es einfach Schweinegeld verkaufen.
Hier haben wir jetzt in der Mülltonne Echo-Bomb gefunden, einfach Notdragier und X-Drücker. Okay, jetzt habe ich die Ebene kapiert. Und es geht gegen Greifkäfer und ein Dehnblühen. Hä? Ich weiß nicht, zählt das noch als Jäger? Okay. Ja, sehr gut. Und sie hat glücklicherweise eine angegriffen, den wir noch nicht vorher geschwächt haben. Das wäre sonst arg die Verschwendung gewesen. Und was die Zufallskämpfe angeht, ich sehe es halt auch nicht ein. Oh, ich hab mal wieder vergessen, den Ton von meinem Computer auszuschalten. Ich mache es normalerweise immer so, dass ich zuerst Outlast aufnehme. Und dann gucke ich mal nochmal an, ob die Videos auch alle richtig funktioniert haben und ob da kein Murks mit dabei ist. Ansonsten müsste ich halt nochmal neu draufladen, zumindest die Episode, die Murks ist. Ja, und dabei muss ich mir natürlich auch anhören, ob die Klangqualität ganz gut ist. Und dann kann ich ab und zu mal vergessen, dort den Ton wieder auszuschalten. Aber das ist ja nur ein Geräusch mit dem Bölbem, was dann meine E-Mails andeutet. Also von daher nicht so schlimm, denke ich. Und ich wäre dann frühzeitig gewarnt. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, wegen der Zufallskämpfe. Die abzuschalten ist eigentlich Quark, weil man hat ja seine Materie und nach jedem Kampf kriegt man ja auch AP. Und die AP erhöhen die Materie und ermöglichen so auch die bessere Zauber. Deswegen wäre es ja absolute Quatsch, gezaubert zu wollen, weil das würde ja nur bedeuten, dass wir unsere Materie nicht steigern wollen. Es gibt später im Verlauf vom Kampf erheblich coolere Gegner noch, die dann auch teilweise wirklich sehr viel AP geben. Ich gebe jetzt jedem gerade so einen eigenen Gegner, damit man nicht in die Unsichtbarkeitsphase von denen fallen. So, der Ende ist schon tot. Der müsste jetzt auch gleich erscheinen mit einem Cloud sein Gegner. Sehr schön. Attackieren wir mal mit ihr denn hier. Okay, das war leider ins Leere. Wir sind so abgestimmt gerade, dass es nur so geht. Okay, wieder ein Aveniger. Die Tiefe haut jetzt leider wieder ins Leere. Der Cloud dürfte auch ins Leere hauen. Aber ich habe glücklicherweise gewahrt. Okay. Die geben jetzt zum Beispiel 9 AP. Das ist natürlich recht wenig, wenn man bedenkt, dass die Zauber teilweise 2000 AP plus brauchen, bis die eine neue Stufe erreichen, aber das wird absolut wert sein. Wenn wir uns das jetzt mal kurz angucken. Meine Genesungsmaterie hat insgesamt 2011 AP gesammelt und bis zur nächsten Ebene brauche ich dann 2289 noch. Und dann kriege ich den Zauber Heilung 2. Der ist natürlich etwas stärker. Bei Eis ist es dann Eis 2 und 3. Die kriege ich dann auf der letzte, auf der 2. und 3. Stufe und auf der Masterstufe, das ist dann der 4. Stern, wird das Ganze nochmal effektiver. Das heißt, die ganzen Zauber werden effektiver. Dann gucken wir mal hier, was die tolle Dinger können. Und siehe da. Es hat sich was ergeben, was man hier machen kann. Aber ich möchte dort hier. Ich glaube, das war in der 2. Episode, wo wir am Bahnhof von Sektor 7 waren, wo ich euch drauf hingewiesen habe, dass eben die Züge hier nochmal wichtig sein werden. Die anderen Umgebungsteile sind hier etwas unscharf, nur die Spielfigur von Cloud selbst. Und ja, nur die Spielfigur von Cloud selbst. Und die Züge, die man wirklich bewegen kann, sind nochmal etwas schärfer animiert. Aber man muss dazu sagen, wir sind nach wie vor in unserer Zeitmaschine und sind 1997 zurückgereist. Da kann sowas passieren, da ist das Hightech. Und da hätten sich die Leute natürlich auch so viel Arbeit wie möglich erspart, indem sie so ein abfotografiertes Hintergrundbild gehabt hätten. Und wieso sollten sie das aktiver gestalten, beziehungsweise nochmal mehr mit ihrer Grafik würdige
Oh, das ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach nur mehr ins Detail gehe. Wieso sollten sie mehr ins Detail gehen, wenn man doch nur die Teile animieren muss, die wirklich wichtig sind? Und es macht für mich auch einfach den Retro-Charme aus. Das wäre jetzt mal etwas viel von den Viecher. Ich mag jetzt noch mal ein bisschen sauber auf die Wirker. Und auch noch ein bisschen Ausrauber. Okay, Blitz nützt überhaupt nichts. Wie sieht's mit Feuer aus? Ah, nicht so toll. Und wir hätten nichts stehlen können. Dann probieren wir es doch mal mit Eis. Eris darf uns sehr gern heilen. Wir probieren den Knabe. Oh, den Knabe hier auszurauben. Okay, das sind Eiskreaturen. Da das Eiskreaturen sind, werden die von dem Zauber Eis geheilt. Selbes gilt natürlich für andere Elemente. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Feuerelementar zu tun habe, sollte ich den vielleicht mit Feuer attackieren. Also die Attacke wird den wahrscheinlich töten. Ja, sehr gut. Das war auch wieder etwas, was ich eigentlich glücklicherweise mal habe zeigen können. Oh, sehr gut. Kritischer Treffer. Und ja, es gibt so diverse Gegner, die sind auch diverse Elemente zugeordnet. Das heißt hier natürlich ihr Stärke und ihr Schwäche. Und wenn so Kreatur Eiselement abhört, dann werden die auch selbstverständlich von Eis geheilt. So, dann mag ich mich aber, bevor ich jetzt hier den Weg geschaffen habe, noch hier ein bisschen umgucken, dass man noch ein Gegenstand entgeht. Der Müllton zum Beispiel war noch ein Äther drin. Das ist sehr cool. Jo, und jetzt gilt es hier hochzuklettern irgendwie. Oh nee, Mist, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Wobei, an sich ist das egal. Ich glaube, das ist egal. Wobei, sicher ist sicher. Komm, ich mache ihn jetzt nochmal vor. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt wichtig ist, um darüber zu kommen. Sondern dass der... Nein! Mann! Mist! Das war jetzt mein Fehler. Ich bin zu Not rar gewesen. Ich glaube, das liegt an dem da oben. Und jetzt lasse ich ihn gerade so stehen, wie er ist. So. Es ging darum, den da oben so zu verschieben, dass ich da über den Träger rüberkomme. Das heißt, wir kraxeln da hier. Springen da rüber. Und händen Zufallskampf. Ach ja, wie schön. Aha, dann kümmern wir uns um die Geister. Aha, sehr schön. Und du kümmerst dich um den hier. Sehr schön. Wobei ich eigentlich gedacht habe, dass, wenn das eine Eiskreatur ist, das Feuer doch stärker sein müsste. Aber offensichtlich hat er auch kein Problem mit Feuer. Okay. So, kümmere dich um den und du kümmerst dich um den, Cloud. Sehr schön. Und wieder gewonnen. Ah, das ist so herrlich. Ich liebe hier so alte Spiele. Ich habe ursprünglich mit Final Fantasy VII angefangen, muss ich gestehen. Und habe erst wesentlich später, und jetzt kommen wir da wieder an, wo wir am Bahnhof gelandet sind, beim zweiten Episode. Ja, ich habe schon damals mit Final Fantasy VII erst angefangen, muss ich sagen. Und habe erst im Nachhinein, was sagst du, Schönes? Ich habe Gerüchte gehört, dass die Platte bald herabstürzen und den Bahnhof, in dem ich all die Jahre gearbeitet habe, und dass ich begraben soll. Aber ich kann unmöglich hier fortgehen. Na dann. Ist es dein Problem, Knabe? Ja, ich habe ursprünglich mit... Oh, was ist jetzt? Wir haben es geschafft. Der Pfeiler steht. Wart, herrscht das? Über uns. Schüsse? Und da aber tobt ein Kampf. Da wird sehr, sehr viel geschossen. Und die Shinra scheint ihren Plan umsetzen zu wollen. Da oben ist der Barret und Biggs und Wedge sehe ich noch. Oh, und einer fällt runter. Ei.
Wedge, alles in Ordnung? Volk, du willst doch mein Name. Der Barret ist da aber. Hilfen! Ah, Volk, ich war da keine große Hilfe. Tut mir leid. Schlaf hoch. Eris, du barst auf der Wedge auf. Eris, du mein Gefaller. Ich habe aber in der Gegend, es ist der 7. Himmel. Du ist ein Mädel, die Marlene. Kein Problem, ich bringe sie in Sicherheit. Hier ist es gefährlich. Alle müssen vom Pfeiler weg und zwar schnell. Alle müssen raus aus Sektor 7. Okay. Du siehst, es sind nur noch die Tifa und der Cloud übrig. Der sagt uns nichts mehr. Keine Panik, ich kümmere mich drum. Okay, und der da? Ermol, ich mache hier nur meinen Job, ich muss bis zur letzten Minute hier bleiben. Ich schätze Männer mit ausgeprägtem Pflichtbewusstsein. Ich werde gern weiterbleiben. Kann ich da in die Richtung, wo sie hier wollten? Ah ja, okay. Ja, wir müssen den Barret retten. Oh, der Pfeiler ist wert hier. Ich habe Angst, aber ich bleibe wegen dir hier. Ah, ein Händler, sehr schön. Bei dem können wir jetzt auch nichts Großartiges kaufen. Okay. Ah, wir haben die... Wie viel können wir dort dafür kriegen? Nur 1. Das ist schade. Für das Ding? Ach, nur 1. Weil es geklaut ist wahrscheinlich. Ja, aber die Materia... Wenn die sagt so hoch, ich werde Haube ab, sowas passiert und alle da. Ja, da können wir auch speichern. Sehr schön. Ja. Wenn die Eris das Team verlässt, hat sie natürlich ihre Materia gehabt. Und die hinterlässt sie uns. Das finde ich sehr gut. Das heißt, wir müssen jetzt hoch und zum Barret. Volk, ist es dir also egal, was passiert mit dem Planet? Du bist verletzt. Dankeschön, Volk. Sorg dich nicht um mich. Barret, sorg dich nur um ihn. Geh und hilfen. Entschuldigung, wenn ich da als husten muss, aber ich merke echt, wie das Spiel mit dem Stimmeversteller total mein Stimmbänder in Anspruch nimmt. Und wenn haben wir dann hier Luftkombattant. Okay, viel Schade machen sie ja nicht. Oh, den treffen wir nicht. Den treffen wir auch nicht. Wahrscheinlich, weil die Kerle fliegen. Dann probieren wir es mal mit Zauber. Und vereisen den Bursche mal. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, es zieht auf jeden Fall schon recht viel ab. Ah, dann landet ihr auf dem Botter. Und hat leider nichts dabei, der Kerl. Wenn er auf dem Botter ist, können wir draufhauen. Und... Ah, Mist. Nur normal. Und trifft sie. Okay, einer ist kaputt. Ja, die sind recht stark, die Kerle. Leider hat die Tifa jetzt nichts an Zauber parat. Dann holen wir den Kerl mal mit Blitz runter. Und die Tifa Schlacht auf ihn drauf. Jupp, dann landet er auf dem Botter. Den anderen Typ, den holen wir jetzt auch noch schnell vom Himmel. Dann haben wir nämlich 2 am Boote, mit denen wir kämpfen können. Da kommt Tifa. Jawohl. Ah, der ist immer noch aber der Typ. Na gut. Wenn er will, dann hole ich ihn auch gern mit Zauber ganz aus dem Kampf raus. Sehr gut. Und es bleibt dauerhaft die Kampfmusik erhalten. So. Tifa hat ordentlich was abkriegt. Deswegen will ich uns beide gern heiler. So. Da kommen wir auf eine neue Stufe von dem Ganzen. Und oben liegt noch die Jessie. Ah, wir landen mal wieder in einem Kampf.
Und zwar sind wir von hinten attackiert. Ja, da können die auch ein bisschen mehr Schade machen, wenn sie uns von hinten attackieren. Und ich würde sagen, das Ende machen wir so fertig. Ich hoffe, es trifft. Es ist ja eigentlich eine Bodenattacke, von daher hoffe ich, dass es trifft. Ja, Tatsache. Es hat getroffen. Und ach, den erwischen sie jetzt. Sehr schön. Muss also nicht zwingend eine Zauberattacke sein, mit der man die Bursche runterbringt. Aber offenbar ist das Risiko, die nicht zu treffen, höher, wenn sie dann in der Luft rumdormeln. Und die halten auch ordentlich was aus, beziehungsweise wir machen weniger Schade, weil wir im Hinterhalt drin sind. Zack. Ich freue mich sowieso, wie die Tifa kämpfen kann mit ihrer ewig langen Horde, die bis unter der Arsch runterreichen. Und zack. Super Sache. Ah, bald hat die Tifa noch ein Level erreicht. So, da wollen wir hoch. Und die Jessie hat noch was zu sagen. Na, du hast... Doch. Volk, ich bin froh, dass ich mit dir sprechen konnte. Letztes Mal. Sag nicht letztes. Es ist okay. Wegen unserer Sache sind viele Leute gestorben. Wahrscheinlich ist das unser Stroph. Es tut mir leid, weil die Leute von Avalanche, die mag ich eigentlich. Und nicht jetzt sage ihr, liebe Leute, nach dem Kampf mache ich aber auf der Plattform Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder so Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also bleiben wieder gespannt. Es wird wieder richtig tolle Episode, weil jetzt fängt die Story so richtig an. Und jetzt geht alles so richtig ab. Das alles vorher war nur Vorgeplänkel und Vorgeschmack auf die eigentliche Story, die jetzt recht bald anfängt. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen, bleiben gespannt. Es wird wieder richtig toll. Iron Yankee.